Und dann wird das oft bei Christen noch so schön verpackt. Der Herr hat mir gezeigt. Ich frage dann immer, wie der heißt, der Herr. Mittendrin, zack, weg. Das Abbrechen, das Aufgeben, das Hinschmeißen ist ja auch viel, viel leichter und ist auch voll im Trend. Wir geben einfach auf. Auf einer Skala von 1 bis 10 beantworte dir die Fragen jeweils selber. Wo setzt du deine Zahl? Bibel lesen. Sehr oft oder gar nicht? Bibel lieben. Liebst du deine Bibel? Wo ist deine Zahl? Und jetzt wird's hart. Wusstet ihr, dass rund 6% der Jugendlichen in Deutschland die Schule abbrechen? Dass circa zwischen 3 und 4 von 10 Studenten ihr Studium einfach aufgeben? Jeder Vierte wirft seine Ausbildung hin, ganz besonders im Handwerk in Deutschland. Und die Tendenz ist steigend. 4 von 5 Leuten, 4 oder 5 Leute von 10, also das heißt fast jeder Zweite, haut seine guten Vorsätze, die er sich gefasst hat, schon innerhalb eines Monats in die Tonne. Könnt ihr euch noch dran erinnern, demnächst kommt's ja wieder, so an Silvester, Neujahr, was will ich denn für gute Vorsätze ins neue Jahr mitnehmen? Ich weiß nicht, was ihr, wenn ihr euch noch dran erinnert, wenn ihr überhaupt welche gehabt habt, gute Vorsätze am Anfang von 2025. Was waren eure guten Vorsätze? Vielleicht mehr Sport machen? Also ich meine richtig Sport, nicht Rittersport. War vielleicht ein guter Vorsatz, sich besser zu ernähren? Oder war vielleicht auch ein Vorsatz, mehr Bibel zu lesen? Seid ihr dran geblieben? Man kann sich durchaus fragen, was hindert uns Menschen eigentlich am Dranbleiben? Dass wir dranbleiben. Manche Gründe sind nachvollziehbar, aber oft liegt es doch auch, und ich spreche jetzt mal von mir, an meiner Faulheit. Die Couch ruft so laut. Warum soll ich aufstehen? Die Bequemlichkeit, dann dazu die Disziplinlosigkeit. Eine Woche hält man ja noch durch, aber die zweite? Leider haben wir viel zu selten genau diesen Punkt erreicht, wo wir nicht dranbleiben, wo wir nicht mehr weitermachen. Das Abbrechen, das Aufgeben, das Hinschmeißen ist ja auch viel, viel leichter und ist auch voll im Trend. Wir geben einfach auf. Und ihr glaubt das nicht, aber auch auf einer Bibelschule ist das so. Viele junge Leute, die zu uns kommen, gehen nicht die 3 Jahre durch bis zum Ende. Mittendrin, zack, weg. Und dann wird das oft bei Christen noch so schön verpackt. Der Herr hat mir gezeigt. Ich frage dann immer, wie der heißt, der Herr. Kaum ein Mensch ist so diszipliniert, dass er oder auch sie alle Pläne und Vorsätze zu 100% durchzieht. Aber eines steht 100%ig fest. Es ist immer zu früh, um aufzugeben. Denn wer heute aufgibt, weiß nicht, ob er es vielleicht morgen geschafft hätte. Phasenweise bleiben wir sogar in der Nachfolge unseres Herrn Jesus nicht richtig dran. Entweder hinken wir hinterher, so laissez-faire, so, ach ja, kommst du heute nicht, kommst du morgen. So richtig träge, ohne Leidenschaft. Aber manchmal rennen wir dem Herrn auch voraus. Das mache ich schon selber. Das Vorausrennen kommt gar nicht so selten vor bei Christen. Dann überstürzen wir Dinge, die aus Gottes Sicht in unserem Leben noch gar nicht dran sind. Das Leben in der Nachfolge Jesu Christi ist aber kein Sprint, sondern ein Dauerlauf, ein konstantes Dranbleiben an ihm, am Herrn.
ein Schritt nach dem anderen in seinen Fußspuren. Deswegen heißen wir ja auch was? Nachfolger und nicht Vorausrenner. Wir alle können gespannt sein, in welchen Bereichen vielleicht Jesus uns klar macht, in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, wo wir dranbleiben sollen. Und wie das auch ganz praktisch aussieht, dran zu bleiben. Vielleicht gerade in der Ausbildung, im Beruf, in der Gemeinde, in Freundschaften, in der Ehe. Und deswegen das Thema heute Morgen: Aufgeben kann jeder. Dranbleiben ist dran. Dranbleiben ist dran. Und ein Mann aus dem Alten Testament hat mich da sehr inspiriert, weil ich gemerkt habe, dieser Mann ist dran geblieben. Ihr habt den Namen alle schon gehört. Samuel. Samuel. In den Samuel-Büchern lesen wir ganz besonders von der Entstehung des Königstums in Israel. Auch das Volk Israel hatte damals Schwierigkeiten bei dem Dranbleiben. Dranbleiben am Herrn. Sie rannten voraus und forderten jetzt unbedingt einen König, genauso wie die Heidenvölker um Israel herum einen sichtbaren König hatten. So wollte Israel das auch haben. Obwohl doch Gott, der Herr, ihr König war. Bitte schlagt mal auf, 1. Samuel 12. 1. Samuel 12. Das Volk Israel wollte einen König zum Anfassen haben, zum Ansehen. Etwas Greifbares wollten sie haben. Einen König zum Erleben und nicht nur zum Glauben. Ein bisschen Pomp, so ein bisschen Prunk, so ein bisschen, guck mal hier, das hier, ne? Kennt ihr die noch? War so eine kleine. England, immer mit der Handtasche. Och, wenn die Queen kam, ne? Das war immer was Besonderes, so ein Prunk. Und genau das wollte Israel auch. Samuel, dem Richter und Propheten Gottes, fiel das sichtlich schwer, hier auf den Willen des Volkes Israels einzugehen. Erst nachdem Gott zu Samuel sagte, er solle dem Volk bitte gehorchen, willigte Samuel ein. Und das Volk bekam dann ihren sichtbaren König. Vielleicht ist euch schon mal aufgefallen beim Lesen in 1. Samuel, dass bei der Krönung ja fast ein Widerspruch in der Bibel zu finden wäre. Schaut mal rein in Vers 13. 1. Samuel 12, Vers 13. Und nun seht, da ist euer König, den ihr erwählt, den ihr begehrt habt. Denn siehe, der Herr hat einen König über euch gesetzt. Und jetzt guck mal 1. Samuel 10, Vers 24. 1. Samuel 10, Vers 24. Da berichtet uns eindeutig die Schrift, dass der Herr Saul als König auserwählt hat. Da heißt es hier, und Samuel sprach zu dem ganzen Volk, da seht ihr den, welchen der Herr erwählt hat. Denn ihm ist keiner gleich unter dem ganzen Volk. Da jauchzte das ganze Volk und sprach, es lebe der König. Gott gab ihnen einen König, weil das Volk es unbedingt wollte. Sie begehrten das. Hier in 12,13 haben wir das gelesen. Sie begehrten es, einen sichtbaren König. Begehren hier im Hebräischen Sha'el, so heißt es im Hebräischen, Sha'el heißt verlangen, fordern. Sie bettelten darum. So kann man das übersetzen, Sha'el. Nicht Gott wollte es so sehr, sondern das Volk. Sie bettelten sogar darum. Gott sah in seiner Allwissenheit das schon voraus. Er sah es kommen in seinem absoluten Vorherwissen. Wusste er, das möchte das Volk. Wenn wir total eigensinnig sind, du und ich,
engstirnig und nicht mehr korrekturbereit, dann lässt Gott, so wie damals in Israel, uns manchmal auch unseren Willen und sagt, ja okay, wenn du meinst, du kannst das, dann bitteschön. Nur müssen wir dann auch mit den Konsequenzen leben. Und da ist der Punkt. Nach dem gewaltigen Sieg Israels über die Ammoniter war für den Letzten im Volk jetzt eigentlich klar, Saul, das ist der neue, mächtige König, den Israel vor den Feinden retten kann und auch soll. Das ist so. Die Wahl des Königs hat für viele Menschen einen ganz großen Einfluss gehabt damals. Und das auch für den großen Propheten des Herrn, für Samuel. Von ihm können wir lernen, was es heißt, dran zu bleiben an der Heiligung. Dran zu bleiben an der Heiligung. Und das ist mein erster Punkt heute Morgen. Dranbleiben an der Heiligung. Es fasziniert mich richtig, wie der Samuel trotz seiner Absetzung, und er war ja bis dahin eigentlich der erste Mann im Staat, könnte man sagen. Er war so der das ganze Volk geleitet und geführt hat. Und als er dann abgesetzt wurde und diese äußerliche große Demütigung erlebt hat, blieb er trotzdem am Herrn dran. Dranbleiben heißt nicht krampfhaft festhalten an vielleicht Positionen oder auch Ämtern. Das heißt das nicht. Dranbleiben. Samuel rastet nicht aus. Er kämpft auch nicht irgendwo mit seiner eigenen Kraft für sein Recht. Das steht mir aber zu. Ich habe jetzt so lange, ich bin schon seit 30 Jahren. Kennst du das? Und dann kommt auf einmal so ein junger Schnösel daher und der will mir jetzt sagen, was ich zu tun habe? Er hätte das tun können. Er hätte mit Fug und Recht auf seiner Stellung beharren können. Er zog sich aber nicht beleidigt in die Schmollecke zurück. So nach dem Motto, dann seht doch zu, wie er klarkommt. Ne? Also ich spreche jetzt von mir, von euch ja nicht, aber von mir. So, dann, wenn Sie mich nicht wollen, bitteschön. Dann seht doch zu, wie er ohne mich klarkommt. Wir haben alle 2 Jahre bei uns in Breckerfeld diese Prophetiekonferenz, sie nennt sich Prophetikon. Und beim vorletzten Mal hatten wir Probleme bei uns unten in der Küche, weil es sind immer so um die 400 Leute, die so verköstigt werden müssen. Und wenn du dann 8 bis 10 Mahlzeiten rausgeben musst, Mittagessen, Abendessen und so weiter und so fort, das ist herausfordernd für unsere Küchenmannschaft. Und dann haben wir gefragt, ob jemand kommen könnte, uns helfen könnte. Und dann hat sich ein Koch gemeldet. Und unsere Hauswirtschafterin, die eigentlich die Leitung hat, die sagte schon, oh, jetzt kommt ein Koch. Wenn ein Koch kommt, und dann hat er auch noch gesagt, wo er gearbeitet hat und was er alles schon so, ne, und welche Sternchen und nicht Sternchen und allem drum und dran und dann sagte sie, oh, was wird das bloß, wenn der kommt? Oh, dann bin ich, der schmeißt bestimmt alles über den Haufen. Und dann kam dieser Koch und dann kam er zu der Hauswirtschafterin von uns und dann sagt er, mein Name ist, und dann stellt er sich so vor, ich habe da und da gearbeitet und ich würde gerne mithelfen bei euch. Was soll ich tun? Und dann sagte die Hauswirtschafterin bei uns, sagte so, ja, also da wäre das Gemüse und dies und das und jenes. Okay, dann schnibbel ich erstmal das Gemüse. Er hat in der ganzen Zeit sich unter die Hauswirtschafterin gestellt und nicht einmal angefangen, das macht man so nicht, sondern er ist ab und zu einfach mal gegangen und hat gesagt, ein kleiner Tipp von mir, man könnte das noch so und so machen und so weiter und so fort. Und dann ist er wieder schnibbeln gegangen. Und am Ende von der Prophetikon, als die ganze Sache fertig war, da ist er zu der Hauswirtschafterin, da hat er die ganze Mannschaft zusammengerufen und dann hat er unten vor der ganzen Küchenmannschaft hat er gesagt,
ihr habt eine richtig tolle Mannschaft hier und eure Hauswirtschafterin, die ist richtig klasse. Und ich würde gerne wieder unter ihr arbeiten. Wenn ihr noch mal was habt, könnt ihr mich gerne rufen. Wow. Das ist, sich unterzuordnen. Samuel, kommen wir zurück. Sein persönliches Anliegen war Heiligung. Wachsen in der Heiligung. Guck mal bitte rein in 12, Vers 23. 12, Vers 23. Da sagt Samuel, es sei aber auch ferne von mir, mich an dem Herrn zu versündigen, dass ich aufhören sollte, für euch zu beten und euch den guten und richtigen Weg zu lehren. Samuel hatte bis dahin ganz selbstlos seinen Dienst ausgerichtet. Und darum stellt er sich vor das Volk und war bereit sogar zur Rechenschaft. Dass er Rechenschaft ablegt. 12 Vers 3, 20 Verse vorher. Guck mal rein, 12 Vers 3. 12 Vers 3. Hier bin ich. Legt Zeugnis ab gegen mich vor dem Herrn und vor seinem Gesalbten. Wessen Ochsen habe ich genommen? Oder wessen Esel habe ich genommen? Wen habe ich übervorteilt? Wen habe ich misshandelt? Von wessen Hand habe ich Bestechungsgeld genommen, dass ich ihm zuliebe ein Auge zudrückte? So will ich es euch erstatten. Sein ganzes Leben hatte Samuel ein reines, gerechtes und heiliges Leben geführt. Und das Volk bestätigt das dem Samuel sogar. Und sagt hier in Vers 4 dann, sie sprachen, du hast uns nie übervorteilt, noch uns unterdrückt, noch von jemandes Hand irgendetwas genommen. Jetzt kamen aber so einige und sagten, ja, dem Samuel könnte man aber was vorwerfen. Er war wegen seinen Kindern im Dienst angreifbar geworden. Er hatte 2 katastrophale Priestersöhne, im Grunde Verbrecher an der Sache Gottes. Joel und Abia, aber das ist ein eigenes Extrathema in 1 Samuel 8. Und darum hatten die Ältesten ihn dann ein paar Kapitel vorher zur Rede gestellt. 1 Samuel 8, guck mal rein, Vers 4 und Vers 5. Die haben den Samuel deswegen, ja, vielleicht können wir ihm da irgendwo was anflicken, wegen seinen Söhnen. 1 Samuel 8, Vers 4 und Vers 5. Da versammelten sich alle Ältesten von Israel und kamen zu Samuel nach Rama. Das ist nicht die Margarine, sondern das ist ein Ort in Israel. Ja? Und sie sprachen zu ihm, siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. So setze nun einen König über uns, der uns richten soll nach der Weise aller Heidenvölker. Seine Söhne, diese beiden waren Richter in Beersheba eingesetzt. Sie waren bestechlich, sie beugten das Recht. Ganz katastrophal. Die Ältesten versuchten ihn für dieses Verhalten seiner erwachsenen Söhne so eine Kontaktschuld zu unterstellen. Nach dem Motto, wie der Herr, so's geschah. Kennt ihr den Ausdruck? Schon mal gehört? Wie der Herr, so's geschah? Ist so eine Redewendung. Aber die haben das dann umgedreht. Wie das geschah, so der Herr. Und das ist ein ganz schlimmer Denkfehler. Menschen sagen, warum soll ich denn glauben an Jesus Christus? Warum soll ich an Gott glauben? Wenn ich den Christen sehe, und jetzt könnte ich auf irgendjemanden zeigen von hier oder auf mich oder auf einen, der da am Endgerät sitzt. Wenn das so einer ist, dann will ich mit Gott nichts zu tun haben. Habt ihr das schon mal gehört? Ich habe das schon gehört. Bei mir an der Arbeit, wo ich meine erste Arbeitsstelle hatte, als Fotokaufmann, da war das auch so. Bist du auch so einer wie der? Der sagt doch auch, er sei Christ. Bist du auch so einer? Da habe ich gesagt, stopp. Da müssen wir einen Unterschied machen. Der Herr Jesus ist nicht so wie der. Und der Herr Jesus ist nicht so wie ich, sondern der Herr Jesus ist und bleibt der Herr Jesus. Und danach sollen wir uns ausrichten.
Du kannst nicht die Schuld Einzelner auf andere verschieben. Das geht nicht. Wie oft sagen wir, ja, was ich getan habe, das war falsch. Aber du hast mich dazu getrieben. Hä? Ein bisschen komisch, Entschuldigung mal. Du hattest doch die freie Entscheidung, etwas zu tun oder zu lassen. Das lag doch bei dir. Schieb das doch nicht dem anderen in die Schuhe. Aber das können wir sehr gut eigentlich. Also ich kann das sehr gut. Ihr ja nicht, aber ich kann das sehr gut. Dann sind das immer die anderen, anstatt ich selber. Persönliche Heiligung hängt allein von dir und mir ab und nicht von dem anderen. Ob du in einer Gemeinde wächst, geistlich, ob du in einer Ehe geistlich wächst, ob du in einer Freundschaft geistlich wächst, das hängt von dir ab und nicht von dem anderen. Der andere kann teilweise was damit zu tun haben, aber die Frage ist, bist du für dein Handeln verantwortlich? Wen wird der Herr einmal später im Himmel fragen? Deinen Partner oder dich? Ich hoffe, deinen Partner wird er auch fragen, aber er wird dich fragen, warum hast du nicht etwas getan? Du bist für deine Taten verantwortlich. Als Christen stehen wir jeden Tag bis zum Ende unseres Lebens in diesem spannenden Heiligungsprozess. Traurigerweise haben einige Christen, und ich würde sogar sagen eine Menge von Christen, wenn sie das Wort Heiligung hören, eher ein Fragezeichen im Gesicht als ein Ausrufezeichen. Heiligung, das ist so ein das ist so ein tödliches Schlag-drauf-Wort oder so, Heiligung. Heiligung ist kein konservatives Schlagwort oder ein Trend, sondern Gottes heiliger Anspruch an dich und an mich, an uns alle, die wir uns Christen nennen. Heiligung ist uns mit unserem ganzen Leben, mit unserem ganzen Sein, unseren Gedanken, unseren Gefühlen und Taten Jesus völlig zur Verfügung zu stellen. Ganz und nicht halb. Ja, wir sollen in seinem Willen und uns in sein Bild verändern. So sagen wir das so schön. Und als Lebensmotto jedes Christen sollten wir eigentlich so diese, ich mag ja die alten Heilslieder, Howard. Das finde ich immer schön, wenn du die alten Heilslieder raussuchst. Die finde ich so klasse. Dieses, nimm du mich halb hin, o Gottes Sohn. Kennt ihr das Lied? Ach so, das hieß ganz. Ach, Entschuldigung, ich hatte das vergessen. Nimm du mich ganz hin, o Gottes Sohn. Oder ein wenig will ich Jesus weihen. Das sind so Lieder, alles will ich Jesus weihen, heißt das Lied. Aber wir singen das manchmal anders. Ein bisschen will ich Jesus weihen. Wann werden wir endlich erkennen, dass es in der Heiligung eben nicht darum geht, Sünde zähneknirschend einfach sein zu lassen? Das ist nicht Heiligung. Sondern Jesus Christus so sehr zu lieben, dass wir gar nicht mehr sündigen wollen. Das ist Heiligung pur. Schlag mal auf 1. Thessalonicher 4. 1. Thessalonicher 4. Wenn die Liebe zu Jesus uns zur Reinheit motiviert, dann ist das etwas richtig Wunderbares, was Herrliches. 1. Thessalonicher 4, Vers 3. 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Heiligung, griechisch Hagiosmos. Hagiosmos, das Wort meint, immer mehr persönlich Gott gewidmet zu sein. Das heißt Trennung, sich trennen von etwas oder im Synonym auch
Weihe oder Reinigung, die ganz konkrete Hingabe unseres Herzens. Das bedeutet das, Heiligung. Wir sind zwar mit der Bekehrung versiegelt mit dem Heiligen Geist, ja, absolut. Und dennoch leben wir nicht automatisch in der Heiligung. Wir denken manchmal, das geht so, ja, jetzt habe ich Hand gehoben oder jetzt habe ich irgendwo Glaubensgrundkurs gemacht und jetzt geht das so automatisch so. Nee, das ist es nicht. Kommen wir zurück zu Samuel. Obwohl das Volk Samuel persönlich angegriffen und verstoßen hatte, ließ er nicht ab, für dieses Volk weiter zu beten. Wir haben es schon gelesen, nochmal zur Erinnerung, 12,23, 1. Samuel 12,23. Es sei aber ferne von mir, mich an dem Herrn zu versündigen, dass ich aufhören sollte, für euch zu beten und euch den guten und richtigen Weg zu lehren. Das ist für uns, für dich und für mich ein ganz großes Vorbild im Glauben. Hier der Samuel. Egal, was um dich herum, in deiner eigenen Familie, in deiner Gemeinde, in deinem Berufsleben passiert, bleib dran am Herrn. Auch wenn du körperliches Leid, Ablehnung oder auch Anfechtung erlebst. Wenn andere sich etwas herausnehmen, was man als Christ eigentlich nicht tun sollte, dann und genau dann bleib doch trotzdem dran an ihm. Der Ami hat so ein schönes Wort für dranbleiben. Hang on. Hang on. Dranhängen. Wenn du bei uns im Bibelcenter in Breckerfeld bist und du musst auch mal auf so ein gewisses Örtchen, dann gehst du die Treppe runter bei uns und dann hängt da ein großes Bild, wo ein Mann in einer ganz rauen See sich festhält auf einem Holzbalken. Und wenn du dir den Holzbalken genau anguckst, dann siehst du, dass das dieser Balken ist hier. Das Kreuz. Er hält sich daran fest. Hang on. Festhalten an ihm. Samuel blieb in der Heiligung. Trotz der ganzen Schwierigkeiten gab er sich ganz dem Dienst für den Herrn hin. Er war nachweislich ohne Schuld. Wir haben das gelesen. Das heißt nicht, dass er absolut sündlos war. Es gab nur einen, der absolut sündlos war auf dieser Erde. Das war der Herr Jesus. Aber sein Verhalten war gekennzeichnet von dem Anliegen, dem Herrn zu folgen und ihm ganz zu gehorchen. Er betete, aber er betete nicht nur weiter, sondern er lehrte sie auch weiter. Er lehrte sie weiter. Samuel hat nicht nachgelassen, Gottes Wort zu lehren. 1. Samuel 12, Vers 23, wir haben es gelesen. Er lehrte sie auch weiter. Er war ein Priester, er war ein Prophet, aber er war auch ein Vollblutlehrer für die Sache Gottes. Hier, für die Bibel, für den Tanach damals, der aufgeschrieben war. Und da geht mir als Bibellehrer das Herz auf. Wenn jemand so mit Feuer und Flamme das Wort Gottes weitergeben möchte an andere. Das war sein Amt. Er hat das Volk unterwiesen und sie in Gottes Wort unterrichtet. Er war ja auch Richter. Unterrichten steckt da drin. Richten. Meine Frau kommt aus Süddeutschland und die Süddeutschen haben so, ich hoffe, dass nicht zu viele Süddeutsche da sind, die haben so eine interessante Aussprache, die sagen, kann ich dir das nachrichte? Also was hinstellen. Was nachrichte? Als ich das erste Mal da war, so als Südschwede, also Mitteldeutscher, war für mich, ich habe das überhaupt nicht, soll ich dir das nachrichte? Was hat das mit Richten zu tun? Sich hinzustellen, dir da was hinzustellen, dir das fertig machen. Snorrichte. Ist so. Richten meint etwas gerade machen, etwas
in die rechte Stelle bringen, etwas zurechtrücken. 1. Samuel 12, Vers 7. Guck mal rein. 1. Samuel 12, Vers 7. So tretet nun her, dass ich mit euch rechte vor dem Herrn wegen aller gerechten Taten des Herrn, die er an euch und euren Vätern getan hat. Samuel lehrte sie und sie sollten der Richtschnur Gottes gehorchen, genauso wie du und ich auch. Wir sollen hier, guck mal, der Richtschnur Gottes folgen. Heiligung bis heute bedeutet was? Der Bibel zu gehorchen. Heiligung bedeutet, der Bibel zu gehorchen. Von der ersten bis zur letzten Seite. Sie ist der Maßstab für dein und mein Leben. Wenn sie sagt, dass Götzen Sünde sind, hier die Bibel, dann ist das so. Ganz egal, was uns die Gesellschaft sagen will. Das gilt übrigens für alle Themen in allen Bereichen. Ob das die Geschlechterfrage ist, ob das die sexuelle Orientierung ist, ob das Abtreibung ist, hier ist der Maßstab. Und nicht irgendwo menschliche Meinung, sondern allein Gottes Wort. Aber das sage ich mir auch immer wieder persönlich. Wir müssen täglich was? Zurück zur Bibel kommen. Wir müssen zurück zur Bibel kommen. 1. Timotheus 4. Bitte schlag's auf. 1. Timotheus 4, Vers 16. 1. Timotheus 4, Vers 16. Ersten Timotheus 4, 16. Da heißt es, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe beständig dabei. Denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Heiligung ohne das lebendige Wort, ohne Jesus Christus, das ist unmöglich. Sonst ist es irgendeine menschliche Methode. Und menschliche Methoden, die gehen den Bach runter. Irgendwann, zu irgendeiner Zeit, wird eine menschliche Methode immer ans Ende kommen. Gottes Wort nicht. Gottes Wort nicht. Ich sage oft meinen Bibelschülern, fallt nicht auf irgendwelche Methoden rein. Wenn du das und das machst, dann hast du die Gemeinde voll. Wenn du dies und dies machst, dann. Wenn du die und die Lieder singst, wenn du das und das tust und wenn du die Aktionen machst, dann kommen die Leute. Niemals solltest du dein Ziel und deine Ausrichtung auf die Zahl der Gemeindemitgliederzahlen definieren. Wenn du sagst, oh, heute war es aber nicht so gesegnet, es waren nur 400 da. Hä? Meinst du, dass der Segen vom Zählen der Besucher abhängt? Wie heißt es in Gottes Wort? Wo? 2 oder 3 in meinem, sind ein paar mehr heute Morgen. Da ist der Herr mitten unter uns. Und das ist doch das Entscheidende. Gemeinden lassen sich ganz schnell mit irgendwelchen Leuten füllen. Man muss nur die Bibel genug weichspülen. Dann geht das. Aber das Ziel muss doch sein, dass die Verkündigung wo dran bleibt? Hier dran, an Gottes Wort. Stellen wir uns heute bitte die Frage. Und ich möchte, dass ihr, wenn es geht, diese Frage für euch selbst beantwortet. Nicht reinrufen oder irgendetwas, das ist sowieso immer. Die am ersten reinrufen, sind die, naja, lassen wir. Auf einer Skala von 1 bis 10.
Jetzt muss ich das auf Schweiz übersetzen. Also 1 ist normalerweise gut und 10 ist schlecht. Ja, ist das so? Wir machen das jetzt einfach mal so. 1 ist gut, 10 ist schlecht. Bei euch wäre das andersrum, aber ist egal. Auf einer Skala von 1 bis 10 beantworte dir die Fragen jeweils selber. Wo setzt du deine Zahl? Bibel lesen. 1 bis 10. Sehr oft oder gar nicht? Wo ist deine Zahl? Zweite Frage. Bibel lieben. Liebst du deine Bibel? Von 1 bis 10. Wo ist deine Zahl? Und? Jetzt wird's hart. Der Bibel gehorchen. 1 bis 10. Wo ist deine Zahl? Jeder hat jetzt so einen eigenen Durchschnitt. 3 Zahlen habt ihr jetzt im Kopf. Ich hoffe nicht, dass ihr bei einer Zahl seid, die wurde früher hier sehr oft von der Kanzel gesagt. Es stand die Kanzel noch da. Und dann nahm der Prediger immer die Brille ab und dann sagte er, 6, 6, 6. Der Papa war es, ne? Der Wim. Ich hoffe, dass deine Zahl irgendwo im oberen Bereich noch höher sitzt. Da sollten wir angesiedelt sein. Nimm die Bibel wieder ernst. Bitte Jesus um Verzeihung, wo du nicht in dem oberen Level mit dabei bist, wo deine Zahl nicht stimmt. Denn auch beim Thema Gebet heißt es was? Dran zu bleiben. Zweiter Punkt, dranbleiben in der Fürbitte. Dranbleiben in der Fürbitte. Wie schon erwähnt, war es für Samuel wichtig, am Herrn dran zu bleiben. Und darum war der erste logische Schritt für ihn, immer auch ein aktives Gebetsleben zu haben. Und darum betet Samuel, dass sich Gottes Macht vor den Augen des Volkes doch zeigen möge, offenbaren möge. Er wollte, dass der Herr zum Zuge kommt und gesehen wird. Nicht er, Samuel, sondern der Herr sollte im Mittelpunkt stehen. Samuel betete und Gottes Macht offenbarte sich in einem, ja, man könnte sagen, richtig großen Donnerwetter. Guck mal rein, 1. Samuel 12, Vers 16 bis 18. 1. Samuel 12, 16 bis 18. Jetzt aber tretet herzu und seht, was für eine große Sache der Herr vor euren Augen tun wird. Ist nicht jetzt die Weizenernte? Ich aber will den Herrn anrufen, dass er es donnern und regnen lässt, damit ihr erkennt und einseht, dass eure Bosheit groß ist, die ihr vor den Augen des Herrn begangen habt, indem ihr für euch einen König begehrt habt. Da rief Samuel den Herrn an und der Herr ließ es donnern und regnen an jenem Tag. Da fürchtete das ganze Volk den Herrn und Samuel sehr. Es war bereits das zweite Mal, dass Gott es donnern ließ. Das erste Donnerwetter war damals, als sie den Kampf gegen die Philister hatten, in Kapitel 7. Da war die Stimme Gottes und die donnerte über sie herüber und die Philister fielen, oh Hilfe, was ist das denn? Und weg waren sie. Und hier jetzt das zweite Mal, ein Donnerwetter gegen das eigene Volk. 12, 18. Manchmal lässt Gott ein Donnerwetter zu in deinem und meinem Leben, dass wir wieder neu begreifen, dass es noch einen Höheren gibt, dem es zu gehorchen gilt. Samuel sagte öffentlich, wie die neue Situation sein Gebetsleben beeinflussen wird. Sein Fokus lag ganz klar weiterhin wo? Auf der Fürbitte. Wir haben es jetzt schon zweimal gelesen, Vers 23. Es sei aber ferne von mir, dass ich aufhören sollte, für euch zu beten. Samuel, im Hebräischen Shmuel, El am Ende, ein Mann des Gebetes, Shmuel. Sein Name war Programm. Gott hat erhört, so kann man Shmuel übersetzen, Samuel. Der von Gott erhört wird, Samuel. Die Fürbitte ist ein Teilaspekt des Gebetes. Wir haben verschiedene Gebete. Da ist einmal die Anbetung.
Bei der Anbetung schauen wir nach oben, nach ihm, weil wir ihn anbeten. Wir haben das Bußgebet. Das Bußgebet, wir schauen nach innen hinein für all den Mist, den wir getan haben. Dann haben wir die Danksagung. Wir schauen zurück und sagen, danke Herr für all das, was du geschenkt hast, gerade in der letzten Woche. Dann haben wir das Bittgebet. Wir schauen nach vorne. Der Samuel hat das gemacht, als die Schlacht gegen die Philister da war, 1. Samuel 7. Da hat er angefangen zu beten, schon im Voraus. Und dann haben wir was? Die Fürbitte. Die Fürbitte ist das Schauen nach rechts und links im Gebet. Samuel tut das. In 1. Samuel 15, Vers 11. Er betet und trauert intensiv über Sauls Ungehorsam. Und dann schreit er zum Herrn, heißt es da in 1. Samuel 15, die ganze Nacht, weil er Fürbitte tut. Es gibt einige Bibelstellen, von der wir ganz klar ableiten können, dass es keinen lebendigen Menschen gibt, für den wir keine Fürbitte tun sollten. Schlag mal auf 1. Timotheus 2. Das ist eine Bibelstelle, von der wir ganz klar ableiten können, dass es keinen lebendigen Menschen gibt, für den wir keine Fürbitte tun sollten. 1. Timotheus 2, 1 und 2. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für einige Menschen. Was? Alle Menschen steht da, nicht für einige. Für alle Menschen, für Könige, für alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Wir haben bei uns in Breckerfeld nur noch bis zum Jahresende, dann schließt er, ein einziges richtiges gutes Restaurant. Es liegt so oben auf dem Berg, ist ein Kroate. Tolles Restaurant. Wir kennen die Familie schon lange und allem drum und dran. Und dann komme ich da rein und dann sagt er zu mir auf einmal, ach, Tag Johannes. Dann wisst ihr also, ich bin da öfters. Tag Johannes, kannst du mal eben mit mir hier zur Seite kommen? Da sage ich, ja, was ist? Johannes, kannst du bitte für uns beten als Familie? Der Mama geht es ganz schlecht. Und es kann sein, dass sie vielleicht stirbt. Kannst du bitte für sie beten? Und dann habe ich erstmal gesagt, stopp. Was für eine Denomination bist du? Bist du getauft? Hast du die Bibel schon mal gelesen? Natürlich habe ich das nicht gesagt. Sondern ich habe gesagt, komm, setz dich hin, wir beten für deine Mama. Wir können für jeden Fürbitte tun. Das ist uns aufgetragen in seinem Wort, dass wir für jeden beten sollen. Auch Gebet für unsere Regierung. Heute Morgen, bevor der Gottesdienst angefangen hat, haben wir als Brüder dort in einem separaten Raum gesessen und wir haben gebetet. Und einer der Brüder hat heute Morgen gebetet für die Bundesräte, für die Richter hier in der Schweiz. Und das ist unser Auftrag, den wir haben. Für die Oberen in unserem Land zu beten. Genau da sind wir gefragt. Samuel, das war ein Fürbitter ohne Ende. Durch nichts hat er sich abhalten lassen, für sein Volk im Gebet einzustehen. Samuel hinterfragt dein und mein Leben mit seinen Entscheidungen. Wenn sich bei uns im Leben etwas ändern soll, wir vielleicht sogar degradiert werden, wie beten wir dann? Wenn wir abgesetzt werden, wie beten wir dann? Ist unser erster Gedanke Fürbitte? Oder ist unser erster Gedanke, wenn du degradiert worden bist, herabgesetzt worden bist, Herr, lass Feuer vom Himmel auf den fallen? Was ist dein erstes Gebet? Haben wir in unserer Situation überhaupt noch den Blick für die Menschen um uns herum? Es geht doch jetzt, wo ich
runtergedrückt worden bin, wo ich degradiert, jetzt geht es doch erstmal primär um mich und nicht um den anderen. Um unsere neue Position, um meine Gefühle. Wir sind doch verletzt worden. Der Einzige, der unsere Herzen sofort in Richtung Fürbitte lenken kann, ist der Heilige Geist, der uns sogar das Beten lehrt. Er führt uns in alle Weisheit, heißt es in Römer 8, 26. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, aber der Geist selbst tritt für uns ein. Römer 8, 26. Speziell auch in der Fürbitte. Und wieder einmal ist das allerbeste Beispiel, was wir haben können, was? Jesus Christus. Jesus Christus selber. Was sagt er, als er am Kreuz hing? Hat er die Italiener, die Römer, hat er die verflucht? Hat er irgendwie irgendwelche Hasstiraden losgelassen gegen seine Verfolger? Nein, was hat er gesagt? Lukas 23, Vers 34. Jesus sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Fürbitte am Kreuz. Diesem Beispiel sollen wir ähnlich werden, gleich werden. Das ist Heiligung zu 100%. Die Messlatte ist sehr hoch für dich und mich als Christen. Sind wir besessen von unserem Ego, von unserem narzisstischen Gehabe oder von der Heiligung? Das ist die Frage. Die zeigt sich dann in echter Demut. Demut ohne Bitterkeit, ohne zerknirschte Zähne. Oh, und liebe Geschwister, und das meine ich ganz offen an dieser Stelle, da muss ich noch sehr viel lernen. Ich muss da noch sehr viel lernen. Stehen du und ich anderen im Weg, weil wir abgesetzt worden sind, weil wir gedemütigt worden sind, genauso wie der Samuel? Er hätte ja auch eine Intrige gegen den neuen König schmieden können. Hätte sagen können, jetzt machen wir aber mal richtig los. Sind wir in der Lage, in einer scheinbar geringeren Position im Gebet für die Menschen einzustehen, die jetzt unsere Position haben? Also kein Gebet des Jammers oder Selbstmitleids, sondern der Fürbitte? Mein Rat, schaut nicht auf euch, sondern auf die Menschen um euch herum und bittet konkret, ganz konkret den Herrn. Zum Beispiel für Glaubensgeschwister. Dank dem Herrn für die Gaben, die sie haben. Und sei nicht neidisch. Bitte um Weisheit für die Menschen, das, was sie tun oder das, was sie lassen. Bitte um Weisheit. Bitte für Frieden in ihrem Dienst. Bitte für Gesundheit. Nach körperlicher Gesundheit und seelischer Gesundheit. Für die anderen, nicht nur für dich. Das ist Fürbitte. Ihr seht, in der Fürbitte gibt es einiges zu sagen. Bleibt dran an der Fürbitte, sei ausdauernd darin, auch wenn es uns schwerfällt. Kolosser 4, Vers 2 sagt, seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Denn auch im zukünftigen Dienst in der Gemeinde oder in der Mission gibt es ständige Herausforderungen. Da menschelt's ganz schön. Wenn du in Missionswerke hineinkommst, wenn du in Gemeinden hineinkommst, das ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen oder Fondue. Da gibt's manche Spannungen und die haben wir auszuhalten. Da haben wir nicht sofort wegzulaufen. Ich kann das nicht ab, diese Gemeindehopper. Da passt mir was nicht, zack, nächste Gemeinde, nächste Gemeinde, nächste Gemeinde. Hallo, das hat nichts mit Kontinuität zu tun. Das hat was mit Unstetigkeit zu tun. Bleib mal dran, auch wenn es weh tut. Genau wie bei Samuel, damals auch. Dass Samuel es gut und richtig machen wollte, sieht man an seinem Dranbleiben in der Heiligung, an seinem Dranbleiben in der Fürbitte, aber auch an seinem Dranbleiben im Dienst. Und das ist mein drittes und letztes. Dranbleiben im Dienst. 1. Samuel 12, 24. Bitte guck noch mal rein. 12, 24. Samuel war von
Jugend an eigentlich im Dienst für den Herrn. Und hier 12,24, so fürchtet nun den Herrn und dient ihm in Wahrheit mit eurem ganzen Herzen. Denn seht, wie mächtig er sich euch erwiesen hat. Von klein auf hatte er Dienst mitbekommen, der Samuel. Obwohl er in seiner Funktion für das Volk abgesetzt war, wurde er immer noch gebraucht von dem Saul. Der holte ihn immer wieder, der Saul. Und das war... Er ist dran geblieben. Meine Frau aus Süddeutschland, ja, ich muss das nochmal betonen, dass sie daherkommt. Sie ist Winzertochter. Mein Schwiegervater war Weinbauer und dann hat er mich einmal mitgenommen, zur Weinernte. Reben. Weinstock, Rebe. Und dann hast du so eine Traube so in der Hand, so dann nimmst du die so und dann schneidest du die ab. Hast du mal erlebt, dass eine Traube, so eine Weintraube, wenn du die so hast, so in der Hand, und da sind ja ganz viele Weintrauben dran, dass eine so eine Weintraube einfach mal so abspringt und sagt, jetzt bin ich groß genug, jetzt schaffe ich das alleine. Das wird nie eine Weintraube machen, weil sie weiß haargenau, was? Sie kriegt den Saft, sie kriegt das Leben, sie kriegt das Wachstum, nur wenn sie dran bleibt. Johannes 15, Vers 5. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn du nicht dran bleibst, dann kannst du nichts machen. Obwohl er in seiner Funktion abgesetzt war, blieb Samuel dran. Für Kinder Gottes gibt es immer etwas zu tun. Immer. Die Frage ist nur, was? Und ich sage jetzt was ganz Heikles. Ihr könnt nachher gerne auf mich zukommen, wenn ihr anderer Meinung seid. Aber ich bin der Meinung, in der Bibel und bei Christen, gibt es keine Rente. Und es gibt auch keine Work-Life-Balance. Das gibt es bei Christen nicht. Du bist bis zu deinem Lebensende Christ und das bleibst du auch. Wenn du Ja gesagt hast zu ihm, dann bleibst du das, bis er dich nach Hause holt oder du in die Kiste kommst. Und das ist ja dann gleich. Er holt dich ja nach Hause oder du liegst da in der Kiste. So. Das ist so. Du kannst nicht in Rente gehen. Wenn du sagst, ja, der evangelistische Einsatz da mit Verteilaktion, das ist nur was für Jüngere. Stimmt nicht. Da können auch Ältere mit. Ja, ich kann nicht mehr so. Dann komm zum Gebetsteam hier. Ja, aber okay, wenn du an den Endgeräten bist, weil du vielleicht nicht mehr laufen kannst oder was auch immer, dann falte die Hände. Sei mit dabei, du gehörst mit dazu. Du bist mit im Team dieser Gemeinde. Immer wieder war Samuel bereit, sich in den Dienst stellen zu lassen als Priester. Im Kontext, im Zusammenhang sehen wir, wenn es brenzlig wurde, hat Saul den Samuel immer so als Notnagel wieder geholt. Könntest du mal bitte? Wir haben ein Problem. Auch wenn das nicht der beste Job war, den Notnagel für Saul zu spielen, Samuel war bereit, dem Herrn zu dienen. Dienst? Okay, mache ich. Bist du zurzeit bereit, als ein Notnagel gerufen zu werden, wenn sonst keiner mehr da ist? Wann hast du das letzte Mal deine Mithilfe angeboten hier in der Gemeinde? Und damit meine ich nicht beim Fondue-Essen helfen. Machen wir immer Dienst nach Vorschrift? Oder bieten wir unsere Hilfe an, beziehungsweise gehen wir mit offenen Augen durch die Welt und packen an, auch wenn du nicht gefragt wirst. Dranbleiben braucht Disziplin, Selbstbeherrschung. Es braucht die Herrschaft des Heiligen Geistes in dir.
Dranbleiben braucht Überwindung und auch Selbstverleugnung. Bei dem Wort müsste es eigentlich bei uns Christen in den Ohren klingeln. Matthäus 16, Vers 24. Guck rein. Matthäus 16, 24. Matthäus 16, 24. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Diese Forderung ist diametral zu dem, was die Welt uns heute sagt. Jesus fordert Selbstverleugnung. Die Welt bietet Selbstverwirklichung. Jesus fordert Heiligung. Die Welt bietet Unheiligkeit auf jeglicher Spielart. Jesus fordert ein aktives Gebetsleben. Die Welt bietet Ablenkung ohne Ende. Schon im ältesten Buch der Bibel, in Hiob, lesen wir von Menschen, die Gott eben nicht dienen und anbeten wollten. Das ist die vorletzte Bibelstelle, dann wisst ihr, der Vogel setzt zur Landung an. Hiob 21, Vers 14 und 15. Hiob 21, Vers 14 und 15, da heißt es: Und doch sprechen sie zu Gott: Weiche von uns, nach der Erkenntnis deiner Wege fragen wir nicht. Was ist schon der Allmächtige, dass wir ihm dienen sollten, und was nützt es uns, ihn anzurufen? Samuel ließ sich von Gott überwinden und er blieb dran im Dienst für sein Volk. Das ist nicht so einfach. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe in diesem Jahr 40-jähriges Dienstjubiläum. Und da ist so einiges gewesen, wo ich am liebsten einfach die Sachen hingeschmissen hätte und gegangen wäre. Aber der Herr hat gesagt: Da ist dein Platz, Vögelchen. Und da bleibst du. Für alle unter uns, die Dienste für Jesus tun und vielleicht gerade kurz vor dem Hinschmeißen sind und du vielleicht aufgeben willst. Eine kurze Frage an dich. Was ist dein Motiv dazu, hinzuwerfen? Was ist dein Motiv, aufzugeben? Bist du frustriert? Fehlt dir die Anerkennung? Fehlt dir der Lob? Lebst du vielleicht in einem ungeklärten Streit? Dann klär zuerst das Grundproblem, bevor du den Dienst aufgibst. Ich habe ein Zitat gefunden von einem Mann, die etwas jüngere Generation wird ihn kennen. Er war kein Christ, nach meiner Erkenntnis, was ich weiß. Michael Jordan, einer der bekanntesten Basketballspieler der NBA, National Basketball Association, drüben in Amerika. Einige behaupten, dass er der beste Spieler der Welt gewesen sei. Von 1984 bis 2003 hat er offiziell gespielt in der NBA. Er hat geschrieben: Ich habe in meiner Karriere 9000 Würfe daneben geworfen. Ich habe fast 300 Spiele verloren. 26 Mal wurde mir der allerentscheidendste Wurf anvertraut und ich habe ihn verfehlt. Ich habe immer und immer wieder versagt in meinem Leben und daher war ich so erfolgreich. Er ist dran geblieben. Er ist dran geblieben. Denken wir dran, aufgeben widerspricht der Aufgabe, die Gott dir gegeben hat. Bleib dran in den Diensten, die Gott dir vor die Füße gelegt hat, die Gott dir vor die Hände gelegt hat, vielleicht gerade in dieser neuen Woche.
Vielleicht in dieser Zeit des Advents, wo du dich mit einbringen kannst, wo du Dienste übernehmen kannst. Letzte Bibelstelle, 1. Samuel 10, Vers 7. 1. Samuel 10, Vers 7. Wenn dann diese Zeichen für dich eingetroffen sind, so tue, was deine Hand vorfindet, denn Gott ist mit dir. Tu das, was vor dir liegt. Frag nicht erst lange nach, Herr, was kann ich denn tun? Sei einfach, hör genau hin, heute Morgen bei den Ankündigungen. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich hier in der Gemeinde einzubringen. Es gibt so viele Möglichkeiten für dich an den Endgeräten, wo du dich für Missionswerke, für deine Gemeinde, für die Christenheit einbringen kannst. Tu es. Jetzt heißt es, treu sein und dem Herrn mit neuer Freude, mit neuem Biss und mit neuer Leidenschaft zu sagen, hier bin ich, Herr, gebrauche mich. Manchmal gibt es aber auch gute Gründe, Dienste aufzugeben, wegen Alter, wegen Krankheit, wegen Umzug. Und in den Fällen möchte ich euch Samuel auch ans Herz legen. Lasst es euch von niemandem nehmen, für eure Nachfolger intensiv, lang anhaltend zu beten, auch wenn sie nicht unbedingt deiner Wahl entsprechen. Du hättest ja einen anderen Nachfolger gerne gehabt. Hallo? Bete trotzdem für ihn, denn niemand kennt die Tücken und den Arbeitsaufwand der alten Aufgabe, die du ausgefüllt hast, so gut wie du selber. Also bete für deine Nachfolger. Du hast sie ja schließlich jahrelang selber gemacht, diese Aufgabe. Gott will und kann eine große Sache mit uns zu seiner Ehre machen, wenn wir dranbleiben an ihm, an seiner Sache, dranbleiben in der Heiligung, dranbleiben in der Fürbitte und dranbleiben im Dienst. Dranbleiben heißt mit Jesus Schritt halten, ihm nachfolgen. Das heißt genau das, dranbleiben. Jesus hat dich so lieb, dass er an dir dranbleibt. Erwidere jetzt diese einzigartige Liebe und bleib du auch an ihm dran. Amen.